Hallihallo und herzlich willkommen da zurück in Kirat bei Far Cry 4. Mir ist jetzt gerade noch etwas in den Sinn gekommen. Ich hab gedacht, einfach mal dein Maul. Und zwar möchte ich noch gerne ein paar Heilspritzen kaufen. Nicht genug Geld. Oh. Ja, dann tun wir auch ein bisschen etwas verkaufen, gell? 85, siehst du? Siehst du nur, hä? Dann können wir uns nämlich auch die kaufen. Ja, gut. So. Ich meine, klar, wir könnten die uns auch selber herstellen. Ich würde sagen, wir tun noch schnell pennen. So, und wir schlafen bis am... Dann. So, tun wir schnell die Nacht passieren lassen. Ist halt schon schön alles dargestellt hier in diesem Spiel. Ich würde sagen, gehen wir mal pixeln. Ich habe da immer wieder ein bisschen, so kleinere Frame-Einbrüche. Ist ja fast ein bisschen tragisch. Nein, bitte keine Hunde, ey. Bitte kein Hund, alles aber nur nicht das. So, dann wollte ich jetzt einfach das mal gucken, mein neues Gewirrli ausprobieren. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd gerade. Wir haben kein Vehikel da, das uns könnte da überbringen. Können wir vielleicht hier eine schnelle Reise machen? Nein, das geht natürlich auch nicht. Da unten hat dieses Vehikel. Also gehen wir mal zuerst runter. 130 Meter, ja gut, das müsste ja noch funktionieren, gell? Ist jetzt nicht alle Welt. Was ich mich das letzte Mal schon gefragt habe, hat es in Far Cry... Wow. Hat es da Jahreszeiten? Weil wenn ja, das wäre ja ziemlich cool. Naja, jetzt haut es natürlich wieder ab. Kaum haben jetzt gemerkt, wer das da der Stärkere ist. Hau jetzt wieder ab, die feige Säue. Ich habe die grüne Pflanze mitnehmen da. Und dann geht's los nach... Wo hin? Da über. Zum Longinus. Dann schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Wahrscheinlich nicht sehr viel Gescheites, aber wir lassen uns überraschen. Ich bin da gerade nachher am grüne Kräutchen sammeln. Wie ihr vielleicht ja schon bemerkt habt. In the face. So, weiter geht's. In Richtung Longinus. Wo ist er da, der gute, verrückte Kerl? Gut, ist nachher an einem Baum vorbei gewesen, habt ihr gesehen? Ich konnte gerade noch ausweichen. Ist ja nicht so gewesen, also... Was ist das da? Wenn ich schon gerade per Zufall daran vorbeifahre und ich gerade Bock auf so Zeug habe, kann ich doch natürlich googeln, was da so rum ist. Da ist ein Tempel. Hallo Tempel. Hallo Kiste. Hallo Geld. Da haben wir einen Brief. Die Ziege. Ja. Bergweg Ruheplatz.
Also anscheinend muss da irgendetwas da oben sein. Mal schnell wechseln. Und da 1 Uhr und dann gehen wir wieder 1 runter. Gebiet durchsuchen! Okay! So. Brauchen wir noch eine Maske vom Yalung. Und dann haben wir auch dort den nächsten Schritt erreicht. Da oben haben wir das Karma-Ereignis. Das war auch noch etwas gewesen, he? Oh, Scheiße. Ich habe gemeint, ich hätte ihn gehabt. Scheiße. Hat für mich so ausgesehen, als wäre er am Boden gegangen, aber anscheinend war es dem doch nicht so gewesen. Leider. Jetzt muss ich ganz kurz schnell, ich weiss, es gehört sich nicht. Das war meine Familie. Und jetzt sind sie tot. Nur wegen ihm. Bin schnell am SMS'le da. Tut mir ja wirklich furchtbar leid. Aber ist gerade eine wirklich wichtige Nachricht reingekommen, die ich anschauen musste. So, jetzt bin ich wieder da. Ich weiss, es ist natürlich überhaupt nicht so das Wahre, wie man das machen sollte, aber es tut mir leid, ich entschuldige mich in allen Massen. Kommt nicht mehr vor. Jetzt muss ich verdammt nochmal, wie komme ich dort hin, ohne dass ich immer sterbe? Das kann es doch nicht sein, ey. Ja, also, du musst dann nochmal markieren, so. Ja, ich muss sagen, das Spiel, das gefällt mir einfach nach wie vor. Vor allem, ich finde es so lustig, vor allem da die Sherpas, die schnarren und schnarren und schnarren und schnarren, obwohl niemand weit und breit rum ist. Ich habe jetzt gerade gehört, die Leute kommen von weit her und so Zeug. Schnarren sie irgendwelchen Scheiß zusammen. Also ich meine, es ist schon wirklich sehr lustig und so. Es ist nicht so, dass es mich stören würde. Ich finde es im Gegenteil, ich finde es sehr amüsant, dass die Leute damit sagen. Es ist originell, es ist halt Far Cry. Ich weiß nicht, wenn ihr die älteren Versionen kennt, die alten wollte ich nicht sagen, aber die älteren Versionen, kennt ihr vielleicht so die Eigenheiten auf diesem Spiel? Ich habe gehört, dass es dort sogar Gulags für unerwünschte Personen gibt. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht. Das ist so ein praktisches Wort. Das kann alles bedeuten. Von einem, den man einfach nicht mag, bis zum Freiheitskämpfer, der Kyra zu einem besseren Ort machen will. Also ich finde eine Menge Dinge Ambulancefehler. Ich wollte jetzt eigentlich gerade nicht reinschnarren, weil der Typ im Radio schnarrt wieder so wunderbar dämlichen Scheiß zusammen. Das ist einfach, ja, ich finde es einfach lustig. Leute mit Mundgeruch, Leute, die den ganzen Tag über... Ja, jetzt bin ich wieder in der Nähe von der Festung anscheinend. Meine Spieler sagen, du befindest dich in der Nähe von Varsakon. Das ist dem Plurk-Fort. Es ist gut geschützt. Sei vorsichtig. Okay, ich glaube, wir brauchen ein neues Wort für unerwünscht. Wir sollten es abkürzen und nur Unis sagen. Ja, Mit T wollte ich ja gar nicht. Ich wollte zum Longinus. Und ich mag erst recht keine Unis, also nenn mich die Unis. Ja, da drüben kommt eine Uni, von dem sollten wir uns fernhalten. Ja, da drüben kommt so ein Dummi. So, Longinus kommt schon bald. Warte mal, wir haben da jetzt gerade einen Weg gehabt. Ich glaube fast, ich muss da durch. Ich glaube, da war jetzt eine Abkürzung. Wir jetzt einfach mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Ich komme dort nicht jetzt. Gut. Jetzt bin ich da und jetzt gehe ich da hin. Das funktioniert auch.
Was ich mich einfach ein kleines bisschen fragen ist, hat der wirklich tatsächlich so viel Kraft in den Armen? Hat er das wirklich? Was mir da weiss gemacht wird. So, die Waffe ist verschwunden, das heisst, wir sind da im Longinus. Tun wir uns gerade mal wieder ausrüsten. Die haben wir schon. Aber trotzdem alles mitnehmen, aufnehmen. Oh, das ist eine geile Karre, Mann. Die Lotti. So, klopfen wir mal an. Und schau, was er meint. AJ, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels, ja meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Psalm. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, AJ! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung. Ein paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt, doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Amen. Amen. Nun geh! Geh, AJ! So leid es mir tut, aber der Typ ist krank. So, was muss ich machen? Erreiche den Sherpa. Da. Hallo. Hallo AJ. Ah, das sind da die berüchtigten Himalaya-Expeditionen. Ich habe davon gehört, ich habe davon gelesen, ich habe davon gesehen, aber noch nie selber einig gemacht. Bin ich jetzt gerade gespannt. Finde eine Sauerstoffmaske. Das ist lustig. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin. An was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helis selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und schlecht schreiten. Also, anscheinend muss ich da jetzt irgendwie eine Sauerstoffmaske finden. So nämlich. Siehst du? Ja, dann nimm doch einfach die von dem da. Ganz ehrlich, ich komme nicht ganz raus. Bin ich einfach dumm oder so? Hey, sorry Mann, das sind mir einfach zu fest mit dem Zeug.
dämlich. Ich hasse sie jetzt schon. Ja. Also gehen wir da mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich da durch muss. Da muss ich hin. Anscheinend. Ist ja gar nicht mühsam. Wo bin ich da auf der Karte? Missionsgebiet verlassen. Was? Durch muss ich. Könnte mir das vielleicht irgendjemand mal sagen? Also ich kann jetzt euch schon mal sagen, ich bin kein Fan von diesen Missionen da. Ganz und gar nicht. So, was da durch? Nehme ich jetzt mal stark an, ich habe keine Ahnung. Jetzt natürlich auch noch 11. Nein, jetzt kommt da noch mehr Wölfe. Ernsthaft. So, also was muss ich jetzt da machen? Was soll das? Wo sind die Waffen? Ich spüre die Lieferung nicht. Oh Mann. Ganz ehrlich, die Mission die mag ich nicht. Finde ich nicht lustig. Ganz und gar nicht. Sauberer Ruckenschuss gewesen. Jetzt kein Gegner mehr rum, da kann ich schnell rüber.
gewesen. Wo habe ich jetzt den gerade? Das war doch der irgendwo gewesen, oder? Die haben doch die auch gerade gesehen, oder? Scheiße. Aber Spinne. Und jetzt? Kollege? So klappt doch das. So. Also ich glaube, ich habe die Ladung gefunden. Kann das sein? Ja, da ist sie ja. Und jetzt? Ach, was war da drin? Ganz ehrlich, liebe Leute, gefällt mir gar nicht. Ist gar nicht so mein Stil. Was wir jetzt gerade am Machen sind. Jetzt muss ich da oben. Jetzt muss ich da. Jetzt muss ich da schnell. Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal den Weg da entlang. Shit, richtig gewesen. Jetzt bin ich da oben. Ist sicher nicht anstrengend, gell? So, da sind wir. Da habe ich gerade vorne schon gesehen, was geheißen hat, Missionsgebiet verlassen. Ist doch da gewesen, oder? Was willst du im Gebirge? Kunststück und Schleifschmied. Ja, natürlich, und so einen Scheißvogel kann natürlich auch noch gerade, gell? Das ist jetzt, glaube ich, so ein Himalaya-Leopard. Schneeleopard. Wie komme ich denn da rauf, Mann? Ist dumm oder was? Jagdsaison ist immer. So, gib Züge endlich. Verdammt, die ist leer. Es muss ja so sein, dass es genau beim letzten wird sein. Egal wo das man durchgeht, egal an welcher Stelle dass man anfährt, es ist immer das letzte. Und alles andere wäre nicht lustig.
Ja, jetzt kann ich mir wenigstens etwas basteln da. Herstellung, was kann ich mir basteln? Entweder Sprengstofftasche oder Schwermunitionstasche. Leuchtkugeln, Raketen und Granatwerfermunition. Oder... Ja, das da. Brauche ich eher. So, jetzt gehen wir da zum letzten Punkt. Und lass mich noch raten, es kommen verdammt viele Gegner. Das kann ja nicht sein. Da bin ich falsch abgebogen irgendwo. Das ist jetzt so wenigstens eine einigermaßen gute Kartenführung würde geben. Dass man ungefähr wüsste, wo man da durch müsste. Nein. Far Cry sagt nein. Du musst wie ein Blinder umeinander irren. In der Hoffnung, dass du per Zufall den richtigen Weg nimmst. Ah. Ja. So, jetzt. Danke. Jetzt kommen wir in das Gebiet. In eine Höhle. Gut. Das muss hier sein. Aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt ihr mich her? Ah. Ich bin gerade sprachlos im Moment. Merke ich es vielleicht. Das kann es doch einfach nicht sein. Dafür halt, der Schießberg kommt wieder. Jetzt habe ich gerade so gedacht, wäre ja eigentlich auch noch recht lustig, wenn ich jetzt nicht in die verkehrte Richtung würde laufen. Hat er doch getroffen? Oh, ich habe getroffen. Meine Pfeile wieder, Mann. Geht mir nicht auf den Piss, Mann. Jahrelange Battlefield-Erfahrung zahlt sich endlich mal aus. Weißt du was? Deine Mami! Weißt du, was ich damit meine? Deine Mami. Deine Mutter, Mann!
Verstehst du? Ich bin sowieso schon angepisst von dieser scheiß Mission da. Und es ist genau so, wie ich es vermutet habe. Gegner über Gegner. FU, ey. FU. Feuer frei! Das Mami-Feuer frei machen. Natürlich, und der andere schießt mit Raketen auf mich. Ist ja normal in der heutigen Zeit, gell? Absolut normal. Hallo, Sherpa. Könntest du bitte... Ja, genau. Hopp, hopp, hopp. Oh Mann. Okay, also ganz ehrlich, ich hasse die Missionen. So viel kann ich schon mal sagen. Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, hier rein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich, weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa... Business, AJ. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich-Tab, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafenne. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündeten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, AJ. Nun geh! Sag's ihnen! Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Ja, genau. Also ich habe ja schon immer gewusst, dass der so den Schüssel hat, aber dass das etwas mit einem Kopfschuss zu tun hat, dass... Also ich habe gedacht, dass ich vielleicht auf den Kopf geht oder so, das habe ich schon immer vermutet. Ja, wie auch immer. Wir müssen jetzt hier zum Sabal oder zu Amita oder zu wem auch immer. Was ist denn das? Oh, das ist eine Kiste. 50 Jahre altes Coach, nicht schlecht. Würde ich gerne probieren. Ja, wie auch immer, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und wunderschönes keine Ahnung was. Ich bin froh, ist die Mission endlich durch. Weil, ganz ehrlich, noch sehr viel länger hätte ich das nicht mitgemacht. Nein, keine Chance. Tja, Ja.
Ach, weißt du was? Nein, ich breche jetzt noch nicht gerade ab. Sondern wir gehen jetzt so noch schnell hier runter. Das ist nämlich gerade da unten in dem Kloster, wo ich gerade gesehen habe. Ich hätte jetzt gerade schnell eine Schnellreise machen. Ich sehe, ja, das ist gerade um die Ecke rum. Gehen wir sozusagen die Mission noch schnell schon, oder? Ja. Gehen wir noch schnell die Mission abschließen und dann verabschiede ich mich. Also ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Oder nicht? Habe ich ja schon gemacht, oder? Habe ich das jetzt schon gemacht? Keine Ahnung. So, jetzt rutschen wir runter. Rutschpartie! Yay! Bam! Und dort hinter wir. Das Kloster kommt ja uns auch schon bekannt vor, das kennen wir. Dann wissen wir nämlich auch, dass es da im Körper... So. Ups. Na, da ist der Körperpanzer, genau. Nein. Nein, ist alles weg. Wieso? Da auch. Nein, da ist alles noch. Da haben wir alles. Mal hast du. So, und da sind wir. Jetzt müssen wir da rein. Das ist die Tür, die vorher verschlossen war. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Tja, das ist jetzt wieder so eine Sache, wie wollen wir uns entscheiden. Und ich habe mir das letzte Mal so gedacht, dass das Mal ich mich nicht für Amita, sondern für den Sabal entscheide. Aus dem einfachen Grund, weil ich weiß nicht, aber irgendwie dunkelt mich die falsch. Die dunkelt mich falsch, die Frau. Also denke ich, gehen wir den Weg vom Sabal. Vor allem, wenn es um Drogen geht und so, ganz ehrlich, Drogen sind schlecht, Drogen sind scheiße. Und dann würde ich auf jeden Fall den Weg vom Sabal gehen und das Zeug vernichten und nicht brauchen als Industriegut oder so. Das macht man einfach nicht. Ja, für die Entscheidung, wie ich mich da entscheide, das sehen wir das nächste Mal. Ich könnte schon vor 10 Minuten eigentlich abbrechen. Mache ich jetzt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.